Hier, Messersparen, ne? Alter Campertrick. Irgendwie schräg, also das ganze Nähen und alles hat jetzt 51 € gekostet. Das Fädenziehen war teurer mit fast 86 €. Ha. Es müsste aber eigentlich so gehen am Schluss. Cabanes! So, ich habe jetzt mal gerade einen kleinen Stopp gemacht beim Autofahren. In Nazaré war leider der Platz, den ich mir rausgesucht hatte, geschlossen. Da gab es ja im Herbst und im Winter, im Frühjahr so krasse Niederschläge und Stürme und Unwetter in der ganzen Region rund um Nazaré. Das hat man in Deutschland leider gar nicht viel von mitbekommen. Und ja, da war halt unfassbar viele Bäume sind da umgeknickt und ja, da wegen vom Forstamt, so wie ich das verstanden habe, war dann der Platz, wird der jetzt gerade genutzt und ist jetzt kein öffentlicher Parkplatz und war geschlossen. Weswegen ich mich dann entschlossen habe, nach Figueira da Foz weiterzufahren. Und das ist diese fantastische Küstenstraße. Das ist ja, also ich hoffe, man sieht das so ein bisschen auf dem Video. Was für ein Traum, da macht Autofahren gleich doppelt so viel Spaß. Und ja, dann wollte ich euch mal das Panorama hier zeigen, weil irre. Also das ist halt einfach Portugal, ne, im Norden hier. Mega cool. Dann hüpfe ich jetzt mal rein und fahre weiter. Ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde zu fahren und melde mich dann aus Figueira da Foz. Und die Headsteak für immer springe Nach dem wirklich coolen Roadtrip, es ist gar nicht so weit, aber es ist eine echt spektakuläre Küstenstraße. Von Nazaré hoch bin ich hier in Figueira da Foz angekommen. Und stehe hier auf so einem freien Stellplatz. Hier hinter mir ist die Düne, da gehst du rüber. Dann bist du so nach 100 Metern irgendwie am Strand. Hier kann man auch ganz gut surfen. Hier gibt es den Kinderspielplatz. Ich gehe mit euch mal darüber, damit ihr einmal auf die Stadt Figueira da Foz selber guckt. Ich bin hier gestern angekommen und war, man kann hier mit so einem Bötchen für 1,50 € hin und zurück rübersetzen. Ziemlich cool. Und war essen, super Restaurant, Meeresfrüchte, ein Traum. Also ist eine Stadt oder ein Ort, den man auf jeden Fall nicht nur zum Surfen, sondern auch so machen sollte. Hier gibt es auch, also wenn man nicht surft, im Ort selber auch noch einen legalen Wohnmobilstellplatz. Den kann man auch gut machen, der ist im Moment belegt, weil die hier alles umbauen, weil es hier eine Autorallye gibt. Irgendwie ein Autorallye-Weltcup, wurde mir gestern erzählt, also auch nochmal abgefahren. So, ich zeige euch jetzt mal den Ort ein bisschen von hier. Ansonsten gibt es hier auch noch ein Krankenhaus auf dieser Seite von der Hafenmündung, Flussmündung. Und da fahre ich jetzt gleich mal mit dem Fahrrad hin und werde mal gucken, dass ich mir die Fäden ziehen lasse. Das ist jetzt eine gute Woche her und ja, dann wollen wir mal schauen, wie lange das so dauert. Ich meine, kommst im Krankenhaus an, hallo, könnt ihr mir mal die Fäden ziehen? Na, kann schnell gehen, muss aber nicht. Mal schauen. Ich werde berichten und bin auch mal gespannt, was das dann auch kostet, weil das muss ich ja auch nochmal bezahlen. Ja, bevor ich jetzt zum Krankenhaus fahre, ist mir aufgefallen, ich muss auch frühstücken. Das heißt, ich könnte noch mal eine kleine kulinarische Ecke für euch machen. Mache ich ja immer gerne. Das heißt, wenn ich surfen gehe oder beziehungsweise eigentlich auf der ganzen Reise jetzt, weil ich ja so viel Sport mache, esse ich eigentlich jeden Morgen so ein Overnight Müsli mit Haferflocken. Und dann habe ich so eine Mischung mit Haferklein, Leinsamen und sowas. Und habe jetzt hier, ich hatte sonst immer Kürbiskerne mit, habe jetzt hier ein paar Mandeln gekauft. Kürbiskerne gab es gerade nicht. Dann habe ich noch so Proteinloops vom Lidl, vom DM aus Deutschland mit. Aber die sind, wenn ich sie habe, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Und dann gibt es da rein noch eine Banane. Das ist so quasi, hier, Messersparen, ne? Alter Campertrick.
Das ist dann eigentlich das Frühstück, was ich immer so jetzt so die ganze Zeit esse. Ziemlich alles drin, was du so brauchst. Ich bin nicht so ein Frühstücker tatsächlich. Deswegen ist das so das, was ich am besten runterkriege, weil das so ein bisschen pumpig ist. Was aber auch, ich sag mal, mich wirklich für den Tag wappnet. Oder zumindest erstmal. Ich merke halt, auch wenn ich das in Deutschland esse, dass ich am späten Nachmittag viel, viel weniger diesen Heißhunger habe. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Also es wäre auf jeden Fall, wenn ihr sowas auch habt mit Heißhunger nachmittags, so auch gerade so büromäßig, probiert das mal. Bei mir ist das echt deutlich weniger geworden, seit ich das hier frühstücke. Geht so aus, ne? Schmeckt aber ganz gut. Und ach so, ja, manchmal tue ich auch noch über Nacht Tiefkühl-Heidelbeeren rein. Die gibt es hier in Portugal auch manchmal. Aber auch nicht immer. So Lidl, Aldi haben die ab und zu, dann kaufe ich die. Ich habe ja luxuriöserweise einen 142 Liter Kühlschrank inklusive Eisfach hier an Bord. Ich gucke an der Kamera vorbei, weil er da ist. Und ja, was ein Luxus. Da lagere ich die dann ein, friere die ein und kann die dann hier immer über Nacht reinmachen. Und ich nehme dazu Mandelmilch, weil mir das tatsächlich sehr gut schmeckt. Hat am wenigsten Kalorien, wobei das eigentlich bei dem Ding hier egal ist. Ja, ich habe so ein bisschen mit Laktose zu kämpfen, deswegen keine normale Milch. Ja, probiert's mal aus. Oder lasst es sein. Englisches Frühstück ist auch gut. Ich wollte euch ja jetzt nochmal die andere Seite hier der Bucht zeigen von dem Parkplatz, also von der Düne, wo ich gerade stehe. Ihr seht, ich habe da hinten geparkt. Also ist jetzt hier, weiß ich nicht, 30 Meter weiter weg. Und man kann jetzt hier über diese Stege gehen, das ist ganz cool. Man kann aber auch einfach hier außen rumgehen, da drüben hin. Weil es aber schöner ist zum Spazieren, nehme ich euch jetzt mal gerade ein bisschen mit hier den Steg lang. Ich war heute beim Krankenhaus, habe mir die Fäden ziehen lassen. Das ging auch relativ schnell. Ich wurde da super aufgenommen und behandelt und die sind mega freundlich hier immer alle. Das ist echt klasse. Und ja, dann wurden mir die Fäden gezogen und witzigerweise kostet das jetzt 85,94 €. Irgendwie schräg, also das ganze Nähen und alles hat jetzt 51 € gekostet. Das Fädenziehen war teurer mit fast 86 €. Ha, naja, schön jeck. Aber gut, ich bin mal gespannt. Hast ja eine Auslandskrankenversicherung, da reicht das jetzt ein und dann schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es sieht, ganz gut verheilt und ganz gut geworden. Und ja, ich konnte ja auch trotz der Fäden surfen gehen und das hat auch gut geklappt. Und ihr hört, meine Nase ist ein bisschen zu. Gestern war ich irgendwie, hier ist es sehr windig. Und ich war gestern Nachmittag surfen und das war dann auch ein bisschen frisch. Und ich glaube, dann war ich drüben in Figueira da Foz essen und bin dann aber, weil die von hier fährt für 1,50 € so ein kleines Bötchen hin und zurück. Und ja, dann habe ich musste ich noch eine Stunde Zeit totschlagen, habe da ein bisschen Sightseeing gemacht quasi. Es war aber relativ frisch und kalt und ich glaube, ich habe mich etwas verkühlt. Morgen Mittag werde ich weiterfahren von hier Richtung Porto, weil dann nämlich, Trommelwirbel, am Samstag endlich meine Frau dazu kommt. Freue ich mich schon riesig drauf. Ich habe sie sehr vermisst und freue mich sehr, 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 dass sie jetzt dazu kommt. Und die hat halt nur 3 Wochen Urlaub bekommen. Nur. Und dann werden wir zusammen von da bis nach Bilbao fahren. Ihr werdet sie leider nicht sehen. Die hat nicht so Bock auf YouTube und Social Media. Aber ich freue mich sehr. Ja, wie ihr seht, kleine Wellen. Auch ein bisschen für Spaß könnte man da bestimmt rein. Da ein bisschen weiter hinten, wo auch einer drin ist. Aber da ich jetzt ja die Fäden gezogen bekommen habe heute und das ja dadurch dann noch mal ein bisschen offen ist, wollte ich jetzt einmal aus dem Wasser rausbleiben und das noch mal bis morgen verheilen lassen. Vielleicht springe ich morgen früh noch mal rein, bevor ich dann nach Porto fahre. Mal gucken. Kleiner Sprung, 1-2 Tage weiter. Meine Nase ist immer noch ein bisschen zu, aber es wird besser mit meiner kleinen Erkältung. Ja, ich stehe jetzt hier in Porto, im südlichen Teil von Porto, auf einem Campingplatz und meine Frau kommt, ich freue mich riesig, aber naja, wie ihr das ja euch vorstellen könnt, sollte ich vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen sauber machen und hier mal staubsaugen und putzen und das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Bei den ganzen schönen Haushaltshighlights, die ich euch ja schon gezeigt habe, Kochen, hast du nicht gesehen,
Gibt es jetzt also einen kleinen Teil mit Putzen. Mache ich im Schnelldurchgang, damit es nicht so langweilig wird. Viel Spaß damit. Je näher ich dir bin, umso mehr springt mir Hetzeren. Ich wünsch mal mir, ob ich so sehr. Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf. Einmal zack, zack. Die Schwiegermutter würde mit Recht sagen, das war, die sagt immer so schön Kölsche Wisch. Aber hey, ich meine, das ist jetzt, gut, ihr seht es wahrscheinlich eh nicht, aber es ist deutlich sauberer als vorher. Und nach so einer Zeit war das immer mal gut. Ich meine, ich habe immer mal gesaugt und so. Den Herd habe ich jetzt aber das erste Mal richtig ein bisschen sauber gemacht. Nee, das zweite Mal, glaube ich. Aber der ist jetzt auch auf jeden Fall wieder zumutbar. Kann ja auch die Frau in einem halbwegs gepflegtes Wohnmobil empfangen. Morgen Abend ist es soweit. Das heißt, ich habe heute den letzten Tag. Kann ich hier noch mal ein bisschen mit der Flitsch rumklimpern. So, mein Mittagsschläfchen ist vorbei. Draußen regnet es in Schauern immer wieder, kommt richtig was runter. Und ja, Mittagsschläfchen, ne? Musiker halt. Ja, so ein Übergangstag, den kann man dann ja gut mit der Flitsch nutzen. Ich hatte ja gesagt, ich habe so 2, 3, 4 Liedideen, neue. Und wollte euch eine mal vorspielen. Ich wollte immer mal so ein Lied machen im Stil vom Colonia-Duett. Also so wie das sich dazu anfühlt, wie ein bisschen vom Colonia-Duett, weil die mich ja, hier der Super mich ja auch inspiriert hat mit der Flitsch. Und ja, ich schreibe hier, ich habe das schwarze Buch, da schreibe ich, krakel ich immer seitenweise Ideen rein und so. Und wenn es dann ein bisschen konkreter wird, fasse ich die wie jetzt nochmal ein bisschen leserlicher und sortierter zusammen. Und ja, das Lied, was ich euch jetzt zum Abschluss von diesem Video nochmal anspielen wollte, heißt Cabanes. Das geht so, ich bin mal gespannt. Cabanes, wie herrlich sind so ein paar lecker Kölsch. Hu jetzt ab in einer prächtig Stange. Da ja dabei so ein lecker Hemmsche oder ne kräftig Ätzezup. Das vermengt sich schön in Dinge Mare zu einem explosive Gemisch. Ja, man kann es jetzt schon hören, so ja am nächsten Tisch. Ja, langsam fängt es an zu drücken und zu döien. Ganz hörsch geht jetzt Musik dabei. Dinge Buch ist wie ein Jasballon gespannt. Doch da geht die Rettung angerannt. Oh ja, ja, du hältst das mit mir aus. Das zeigt das Mörderus. Ja, Hilfe kütt vom Köbes, da bringt dir ne Cabanes. Du hältst das mit mir aus. Das zeigt das Mörderus. Hilfe kütt vom Köbes, da bringt dir ne Cabanes. Es müsste aber eigentlich so gehen am Schluss. Cabanes. Genau. Also vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kleines musikalisches Schmankerl jetzt zum Ende. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Liked und teilt und sagt es allen weiter, wenn ihr möchtet. Oder lasst es sein und macht es gut. Bis bald.